Good morning. Van vijfmaal wat ik geboren weer, dan weer in Lorna en ik voor 2 weken in Bolivien. Wir niemals in Bolivien geweest, zodat we een zeer interessante ervaring. Ik voelde aan, we een man trafen, zijn namen dort een Campeonato de Pesca con Jesús. En dat wordt het ham herkämpft, zo ik kreeg orders van Belize, van Bolivien. Dat ik zal dat ham aangaan, de eerste boodschap wat ik hier thuis wil predigen. So John, wanneer du dat zet, du weet nu, du hoorst van deze boodschap, wanneer kom ik terug naar Bolivien. Dan worden we dingen terugstellen. So. Eindelijk worden we nog waren aan dat in Bolivien kan aan zo veel mensen, like onze kerk, maar ook mij als predikers. En zo ik moest me daar ook van opstellen, wenn ik kan met alle. Maar we hadden een goede tijd. Mij had een paar versen lezen, dus hij je 14 hier in je leven. En dat zijn zeer harde versen. Aber wenn du einmal in so einem Land als Bolivien und mit uns Deutschen fällt und so ganz betterlich, so toll, als das ist, dann einmal wird das eine Wirklichkeit. Das heißt, dass du jeng viel fällt mit einem Mat und er dreht sich und sieht an, wenn irgendwer nach mir kommt und nicht sein Vater und seine Mutter und Freund, Kinder, Bruder und Schwester versteht und sogar sein eigenes Leben, die kann nicht mein Jünger sein. Ich weiß, die haben diese Versen, je hört vielleicht meinen, für mich als für mich dann. Ich sie noch niemals in so einer Lehre gewesen, wo mir wird verfolgt von Christen. Ich sie abgewachsen in einem Heim, wo meine Mama von klein an für uns betet, dass wir uns würden bekehren. Aber wenn wir da die Kampionate, was wir dort hatten, und ich will Ihnen sagen, als sie mich da auflauten, ich dachte, mein Leben wird durch. Und bloß ein Barsch, Stoff gewacht daheim, bloß bei einmal wie ein Barsch, ein paar Fotos, ein paar Menschen gingen da rum und da lauten sie mich auf, so hier bist du nicht. Und so, da wir mehr anders, als was ich gemeint wir von Camp haben. Aber anyway, wenn wir da dann Zeugnis anhören, ein Zeugnis nur das andere von Menschen, die ungefähr rein alles verloren haben, wenn sie Jesus angenommen. Da wird mich von frischen Wort mir dort graut, dass das, was Jesus gesagt hat, das ist wirklich. Und weißt du, wenn du sagst, dein Heim, deine Familie, deine Eltern, deine Kinder, deine whatever, aber du gibst alles ab für Jesus. Dann einmal dann fragst du dich, dann wäre das eine Ursache für das. Und weißt du, wir reden hier von Fausta, Grunt. Und ich will in den nächsten 2 Botschaften mit reden von Fausta, Grunt. Und ich will reden mit einem anderen Wort. Ich will reden von deiner Weltansicht. Deine Worldview. Deine Weltanschauung. Wo sitzt du in der Welt? Was ist ein Mittelpunkt von deiner Welt? Weißt du, was deine Weltansicht ist? Und das ist ein plattdeutsches Wort, was wir uns diese Woche gemerkt haben. In Bolivien nennen das Weltanschauung, wobei ich gleich mein eigenes Wort alle, wenn ich sie immer reich. Und so Weltansicht, das ist, wo du in der Welt sitzt. Aber weißt du, das leitet nur dein Glauben, das leitet nur deine Werten und das leitet nur dein Leben. Und so was ich glaube von der Welt, wo die Welt gemerkt hat, dass Gott gemerkt hat, er ist entwickelt, er ist Gott verwickelt mit meinem Leben oder nicht. Was glaube ich von dieser Welt? Wo checke ich die Welt an? Und wenn es deine Welt an sich, das ist deine Brille, durch was du alles sitzt in der Welt. Deine Erfolg sitzt du durch das. Deine Fehler, oder Dinge, die nicht geklappt haben in deinem Leben, oder dein Verlust, was immer das ist, dort sitzt du durch diese Brille. Und so die Frau, die wir uns wollen fragen in den nächsten paar Wochen, ist, was ist meine Welt an sich? Wo sage ich Dinge? In 1. Korinther 3,11, da sagt Paulus, keiner kann einen anderen Grund leiden als die all geleicht ist, das ist Jesus Christus. Na, er redet von der Kirche, von Lehrers in der Kirche und von was für einem Grund wie die Kirche bin. In so einer Dinge steht. Aber der Grund ist du bin. Und so, was ist uns Grund, oder was ist unsere Welt an sich? Ich weiß nicht, Sie wissen, was die ersten 2 Wörter sind in der plattdeutschen Bibel. Was ist, was ist in Medel Punkt von deiner Welt an sich? Wo das an sich, dort ist deine Brille,
Aber die ersten 2 Wörter in der plattdeutsche Bibel, die sind Umfang. Umfang Wort. Wo du dort beantworten das, dort wies deine Welt an sich. Und so, wo du dort beantworten das, dort bringt die nur sozusagen eine Kreuzlinie. Und deine Antwort lädt die auf ein oder andere Weg. In der Welt findet die Antwort ist, dass am Umfang wird eine große Explosion, oder dass die wird sein am Umfang. Und du hast die Welt von entwickelt, über Billionen Jahre. Und so wie hat kein Gott und du bist für keinen verantwortlich, du selbst bist im Mittelpunkt von deiner Weltansicht. Und so du das selbst bestimmen, was Reich und Ordnung hast, du bist der Mutband für Reich und Ordnung in dein Leben. So denkt die Welt. Und so wenn wir nur diese Frau kommen Umfang, und du hast einen Streck heran, was von Wort oder was sagst du dann ab? Und so das wird sehr, sehr wichtig in dieser Welt. Matthäus 27, da sagt Jesus, nachher du in der Bergpredigt, wir sind, glaube ich, alle bekannt mit dort, aber dann zu Lat sagt er, wer meine Rede gehört hat, in das, was ich gesagt habe, ist so ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Steingrund baut. Und der Regen fällt, und der Wutter käme, und der Wind bloß und schlug jeden das Haus. Und das fällt doch nicht, weil es dort auf den Stein gebaut wird. Und wer meine Rede hört und nicht das, hier haben wir diese Kreuzlinie. Und so wer meine Rede hört und nicht das, was ich gesagt habe, ist so ein unverständiger Mann, der sein Haus auf den Sand baut, und als dann der Regen fällt, und das Wutter käme, und der Wind bloß, und jeden das Haus schlug, fällt dort mit großem Krach taub. Nou weet je, Lied, wie kommen die Zeiten an in dieser Welt? Und dat is een ding waar ik luister niet mal aan denken wil, aber wie kommen die Zeiten in ons Leben an, oder die Zeiten in dieser Welt, wo sich das sehr spielen wird, was unsere Welt an sich ist. Sehr wie wahrlich, uns Kopf zu verlieren von unserer Welt an sich. Weet je, die Frau, wo wir eure Leute beantworten machen. Lass mich das Vers mal ein klein bisschen ändern. Wer Gott in die Geschichte hält, der ist ein kluger Mann, der baut sein Haus am Stein. Und wenn der Regen kommt und der Sturm kommt, das Haus zu bleiben stehen. Wer Gott in die Geschichte hält, wer Gott nicht in die Geschichte hält, das ist ein törichter Mann, der baut sein Haus am Sand, und wenn der Sturm kommt, dann fällt dort alle durch. Nou weet je, meine Welt an sich hat zu tun mit, ob ich Gott in die Geschichte hole oder nicht. Sie lebe ich in einer Welt, wo ich sie selbst Gott. Und weißt du hast immer einen Gott, immer. Entweder du hast den Schöpfer von Himmel und Erde, und der ist verwickelt mit deinem Leben, der ist in alles Bahn, in rein jeder Entscheidung, und jeder denkt, was in deinem Leben schafft oder nicht schafft. Gott ist in alles verwickelt, als dort in der Welt an sich. Er ist in der Welt an sich, dass du bist selbst Gott. Du hast immer einen Gott. Wir Menschen, wir leben in dieser Welt niemals ohne Gott. Ich weiß, dass Jeff ein Teil Atheist wird sagen, dass Jeff kein Gott, aber wenn sie dort sagen, haben sie sich damit selbst als Gott erklärt. Und so, wir haben immer einen Gott, aber unsere Weltansicht, die lässt uns glauben, die lässt uns wirten, die lässt uns wandeln. Na, weißt du, was deine Weltansicht ist nicht dort, wo du sagst, das ist dort, wo du lebst. Das will ich noch einmal sagen. Deine Weltansicht ist nicht dort, wo du sagst. Wenn du kannst sagen, du bist ein Christ und du Gott ist Nummer 1 in deinem Leben und du bist jeder Sinne an der Kirche und dann von Montag bis Montag für den Teufel leben. Aber dein Leben sagt immer, was deine Weltansicht ist. Keiner, was du sagst. Und so, wenn ich sage, ich sehe einen Christ und ich sehe aber einen ganz unabbrechen Mensch und mein Business dort dreht sehr schief und ich sehe welche Menschen zu ihnen gehen und Menschen nicht zu betonen und Menschen, die aufgehen, was immer das ist, die Wandel weist, was meine Welt an sich ist. Keiner, was ich sage. Und so mal wie sie klar holen. Wir kennen alle die Geschichte von Josef. Josef wird verkauft von seinen Brüdern nach Ägypten und da wird dann Potiphar sein Haus.
Und Potiphar seine Frau, die versucht ihn zu verleiten. Und dann gibt Josef eine Antwort, was weist, was seine Welt an sich ist. Er sagt zu der Frau, wo kann ich zo'n Beise tun und gegen Gott singen? Wo kann ich zo'n Beise tun und gegen Gott singen? Hij weer allein. Hij in de Früh weer allein. Vielleicht wird niemand mehr sein angeworden. Vielleicht wird Papa oder never sein angeworden. Seine Familie, seine Gesellschaft. Vielleicht sogar der Mann von dieser Früh. Aber Gott wieder. Hij deed nicht wegen Gott, nicht wegen Menschen oder wegen eins wat. Dat is eine Welt an sich. Dat is wat ik meine mit einer Welt an sich. Wenn ich ganz allein bin, ein Schreiber, was ich im Stadtteil los, er sagt, wer du wirklich bist, kommt dann raus, wenn die keiner sieht. Was deine Weltansicht ist, was dein Worldview ist, dort kommt dann raus, wenn die keiner sieht. Und du bist allein im Motelstube. Und du bist wo allein in der Stadt und du weißt, du hast kein anderer Mensch, was dich kennt und du hast eine Frau, was dich vertappert. Dort wird es drauf ankommen. Dort wird es rauskommen, was meine Welt an sich ist. Und so Josef sagt, wo kann ich so ein Beise tun und gegen Gott singen? Wie fängt noch einmal in Josef sein Leben, was seine Welt an sich war. Sein Vater wie gestorben, die werden über dem alle nach Ägypten getragen, sein Vater wie nicht tot, seine Brüder haben Angst, er wird sich nicht rechnen an ihn. Und dann sagt er zu seinen Brüdern, je brauchen nicht Angst haben für mich, je meinen dort schlecht, Gott meint es gut. Dort wissen zwar Josef seine Welt an sich. Er hat einen Glauben, dass in all diese Erfahrung, was er hat, und da werden viel negative Mank. In langen Zeiten, wo Gott still wird, er saß im Gefängnis, oder was immer alles passiert. Aber Josef hat gelitten in seinem Leben, aber durch die ganze Zeit hat er das klar, dass Gott wird verwickelt mit seinem Leben. Und Gott hat einen geraden Plan. Und so er wollte sich nicht rechnen an seine Brüder, wegen Gott hat einen geraden Plan. Und so meine Weltansicht bestimmt, wo ich lebe, wenn ich Dinge belebe. Kriege nur das Positive oder Negative. Und weißt du, wir haben alle eine Weltansicht. So ich gesagt, wir haben immer alle an Gott. Aber die Frage ist meine Weltansicht biblisch oder nicht? Und wenn wir denken an einen Fausta, Grunt, und wir denken an eine Welt leben, was von Diebel gerannt wird, wir denken an eine Welt leben, wo sich dort anfängt tot zu drehen, und wo mehr und mehr jen Gott geschaffen wird, nicht bloß an jener Welt, aber in Nordamerika, in den States, in Kanada, in uns Land, da wird jen Gott geschaffen, die Dinge drehen sich tot. Dann manchmal kommt es darauf an, ist meine Welt an sich reich, oder ist das so oder nicht? Adam und Eva, sie hatten eine vollkommene Welt an sich dort im Garten Eden, was sie den Teufel begegnen. Und dann sagt der Teufel, oh, weißt du, das ist das dort. Gott kümmert sich wirklich um ihn. Gott hält was treff von ihn, hat Gott wirklich gesagt. Und so das wurde von der drauf ankommt bei uns. Die Feindschaften haben ein krankes dort. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ein Mensch ohne Gun ist arg? Hat Gott wirklich gesagt, dass in Geschlechtsleben besiegt euch ist arg? Hat Gott wirklich gesagt? Und die Welt sagt, no, who cares? Wir tun es für wollen. Wo ich lebe, lass mich noch einmal sagen, Lied, wo ich lebe, bestimmt meine Welt an sich kreiten und was ich sage. Ich kann ganz beste reden, ich kann mich ganz handstellen, ganz beste Christ. Aber was ich wirklich tue, wenn der Gumm am Himmel abkommt, das ist meine Welt an sich. Und so Adam und Eva, sie änderten ihre Welt an sich, sie versinnen sich wie weit in die Folien von dort. Der Teufel, sein ganz geratztes Spiel, dort ist von er kann Zweifel. In den Kopfen sagen Zweifel über wer Gott ist, auf Gott was drum gibt, auf Gott die läuft, auf Gott sein Wort wirklich so ist oder nicht. Das sind Dinge, was der Feind noch einmal schafft, aber diese Sorte Gedanken bestimmen unsere Welt an sich.
En so wanneer ik aanvang te denken, wel, dat wordt Gottes, weet je, zijn sommige dingen zo en soms zijn niet zo. Dan ga ik per eenmaal een ganz andere Welt onzeg. En dat is al op zo'n gebied. En zo wanneer de druk komt en de storm komt, dan valt het open. Nou, maar dat meen ik niet dat jeder Satz in de Bibel glicken zou voor mij geschreven is, maar dat is alle glicken zou Gott zijn woord. En dat is alle glicken zo. De biblische Weltansicht kijkt durch de bril van Gott zijn woord. En de biblische Weltansicht is gebuurd op dat onveranderlijke woord Gottes. Dat we dan zo, dat vandaag zo, dat zo als ik haar schuld gehad er niet. En weet je, vandaag wat God eruit geleerd in onze wereld. En de Bibel is bloos een oude boek van allerhande geschichten wat mensen zich uitgedacht hebben. En zo van dat mijn Welt onzich is, en mijn Welt onzich, dan leef ik door. Dat leidt mij op de wasser, dat leidt mij naar geloven, naar weten en naar leven. Maar dat is immer het leven. Van dat leven check we terug en dat wijst ons wat mijn Welt onzich is. De biblische Welt onzich erkent dat God zijn woord als waarheid. Want wie dat is in verstellen, dan ändert onze Welt onzich. En zo Gott is de Schöpfer van Himmel en hier, heißt er, wat alles onderhält. En wenn wir dort nicht mehr glauben, dan hebben we een andere Welt onzich. Ik heb later tijd een beetje gelezen en gehoord, nou leren van dat alle hoop leren, alle hoop leren in de Bibel, hadden wortel in 1. Mose 1 tot 11, in de eerste 11 kapitel. Zum Beispiel, dat Gott de Schöpfer is van Himmel en Erde. Dat komt van 1. Mose. Dat is waar de wortel is van dat. Dat een mens gemerkt is in Gott zijn evenbeeld morgen en vroeg. Dat heeft de wortelen in 1. Mose. Dat we een 7 deel werk hebben en dat het zo'n gift als een dag te zien gezet voor God, dat komt van 1. Mose. Dat het zin geeft en dat zin en dood leidt, dat komt van 1. Mose 11. 1. Mose, de eerste 11 kapitel. Wat de priesters verzinnen, dat er een Erlöser wordt komen en nog vele andere, maar die hebben de wortelen dort. So wanneer we dat uitschmieden, hast de wortelen uitgeschmieden. En dan verdreigt de boom. En zo mijn Welt onzegt heeft te doen met wat ik denk over God zijn woord. Is dat zo? Heeft dat wat te zeggen te mijn leven? Zijn de wortelen door? Jezus zegt in Johannes 17 in zijn gebed, hij zegt, held je aan in die waarheid. Die woord is de waarheid. Blijf ik dat, werkelijk van harten er niet. Dat bestemmt mijn Weltansicht. 2. Timotheus 3, Vers 16 zegt, alle Schrift van God gegeven, es wird voor ons te beleeren, ons uit te beteren, ons terecht te wijzen en ons te onderrichten, waarrecht te leven. Zodat de Gottesmens imstande is en goede woorden geschikt te zijn. En zo wat ik denk van God zijn woord, dat bestemt mijn leven, en wat zo dat is, dat bestemt mijn Weltansicht. En zo de biblische Weltansicht is niet bloos in gedanken. Dat heeft te doen met hoe ik mensen behandel. God zijn woord zegt, ik zal mensen liefden, ik zal mensen vertrouwen, we zullen ons einander vergeven. En zo, wenn God zijn woord niet meer zo is, dan is mijn Weltansicht, zodat ik kijk bloos naar mezelf. Ik zie de middelpunt van alles. En zo de biblische Weltansicht heeft te doen met mijn antwoord voor verlust. Wat is mijn antwoord wanneer ik grote verlust heb in mijn leven? De biblische Weltansicht heeft te doen met waar ik me beneem op de weg. En me voortweer ver op de weg. En ik moet mal een beetje stil houden. Dat voort langzaam als ik wil. We zijn alle bekend met dit. En zo waar ik me beneem op de weg heeft te doen met mijn Weltansicht.
En so, wenn ich de Mittelpunkt sich von rein alles in meine Welt unsicher, dann kann mich keiner verfahren, dann kann mich keiner Zeit wegnehmen, dann war ich dull worden, dann war ich bloß, dann war ich mit den Füßen wiesen, dann war ich alles tun, dann war ich Menschen von Weg aufschieben, wenn das fehlt. Wenn ich sehe den Mittelpunkt von alles in der Welt. En so meine Welt unsicher bestimmt, wo ich mich benehme. In so eine einfache Dinge als auf dem Weg. Oder wo ich mich benehme im Restaurant, wenn sie mich hat auch recht Eden gebracht. Oder wo ich mich benehme, wenn ein Mensch mich hat ein klein bisschen was angetan, oder hat mich vielleicht ein klein bisschen was gesagt. Wo ich mich benehme, hat zu tun mit meiner Welt unsicher. Und lass mich noch einmal sagen, Lied. Mein Leben weist, was meine Welt unsicher ist. Nicht umgedreht. Ich kann sagen, was ich will, was meine Welt unsicher ist. Mein Leben wird immer wiesen, was ist. Und so, wenn ich an Gott lebe, an einen Schöpfer von Himmel und Erde, und ich glaube an Gott sein Wort, und das ist so, und dass Gott hat das Reich, mir zu sein, was Reich und Ordnung ist. Gott hat das Reich, zu mir sein, was Sinn ist oder was nicht ist. Gott hat das Reich, zu in meinem Leben sozusagen seine Näsen anstärken und sagen, das ist nicht reich oder dort ist reich oder das ist es oder dort nicht. Und so, was ich denke von Gott sein Wort, ist meine Welt unsicher. So, die Frage von uns ist, wenn wir denken an Fausta Grunt, was ist der Grund? Was ist really der Grund? Wenn ich Gott in die Geschichte hole, dann war ich am Stein bauen. In der Wind wird nicht alle anwehen. Wir wollen alle, 100% alle Storm begegnen in uns Leben. Alle. Was wir dann tun, wenn wir den Sturm begegnen, oder was dann passiert, hat zu tun mit meiner Welt und sich. Es hat auf Gott gebüht, auf Gott sein Wort, als Gott sein Wort Wahrheit in mein Leben, es hat gebüht an meine einige Fäule, wo mir das von dir geht, oder mein eines Geld, oder was immer das ist, es hat mir gebüht, oder auf Gott. Dort wird bestimmt, ob das stumm bleibt oder nicht. Und so unsere Welt unsicher, lehrt uns auf einen gewissen Weg. Dort bestimmt dein Glauben, deine Werten, was dir wichtig ist im Leben und dein Wandel. Wir sind in der Zeit, Geschwister, in dieser Welt. Und wenn ich denke an some von unseren Geschwistern in Bolivien und die Dinge, die sie durchgehen und den Druck, was sie leben, dann einmal wird es wichtig, was meine Welt an sich. Als es wird, rein alles, Hus, Land und alles zu verlieren, zum Jesus noch folgen. Na, das ist nicht bloß ans Teacher fällt, was die Entscheidung machen. Da sind viele, viele andere Menschen in der Welt. Ich las gestern noch, dass der Druck ist in so einem Land aus Iran, wird immer höher, jene Christen. Viele, viele Christen verschwinden bloß. Aber einmal sind sie nicht mehr Raum. Wo sie die Hand gemerkt oder verhakt oder was immer, weiß wir nicht. Und so hat ja mal wenig Christen in der Welt, die in der Weg gebänkt sitzen und sonntagsmorgens. Das hat ja mal wenig Sonne. Aber wie groß sind sie? Und dann ist die Frau noch wichtiger für uns, was meine Welt an sich. Und so will ich dort ein Hotline für die nächsten 2 Wochen, weil wir besonders schon das denken. Was ist meine Welt an sich? What's my world view? Was ist im Mittelpunkt von alles, was ich glaube? Was ist da really? Wir haben noch beten. Ziemlich schon vorher. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du bist uns Schöpfer von Himmel und Erde. Herr, du bist da, was alles gemerkt hast. Du bist da, was uns dein Wort gegeben hat. Und dort wird sich spielen in uns Leben, Herr, dass das so ist, oder nicht. Herr, dass wir das annehmen als Wort, oder was unsere Welt an sich ist. Und ich bete, dass du uns vorhalten, fast zu stehen, wenn der Sturm bloßt. Aber was bloß dann passiert, wenn du der Mittelpunkt bist von uns Leben. Und wir danken dir, dass du uns erleist hast und dass du mit uns bist. In Jesus' Namen. Amen.
Dankzij voor hier zijn, ons prayer team is hier. Had een goede week, een goede dag, waar we klaar gaan, wer als wat onze wereld aan zich. Ik geloof aan het bloed van Jezus, waar mijn met renzen snij. Ik geloof aan de kracht van zijn woord, door merkt je breekt naar heil. Ik geloof dat de vloek van zin dat je breken, als de steun wordt weggerold. Ik geloof, oh ik geloof. Je bejaagt niet voor die hart. Ik stoel op met zo vertrouwen. Ik word in een schijnheid zijn. In die stad waar ik niet vind. In zo'n waar ik kan gaan. In zo'n van waar ik woon. Ik word in een schijnheid zijn. In die stad waar ik niet vind. Ik geloof dat wijn worden vallen, want we vallen op onze knieën. Ik geloof dat bloemen worden groeien, in de blinken worden zijn. Ik geloof dat de poorten van hal schatten, van de joy komt van te zien. Ik geloof, oh ik geloof. Je bejaagt niet voor die hart. Ik stoel op met overvloed. Ik word in een schijnheid zijn. En de stad waar ik niet vind. In zo'n waar ik kan woon. In zo'n van waar ik woon. Ik word in een schijnheid zijn. En de stad waar ik niet vind. Zing nu til de dag, zing nu til det ses. Tåle generationen. Tjek vårt hav, det har je doen. Sing för att display. Tot läggs je kom. Sing nu till det falkar. Tjek vårt hav, det har je doen. Sing nu till det dag. Sing nu till det ses. Tåle generationen. Tjek vårt hav, det har je doen. Sing för att display. Då läggs je kom. Sing nu till det falkar. Tjek vårt hav, det har je doen. Tjek vårt hav, det har je doen. Je bejaagt niet voor die hart. Ik stoel op met zo vertrouwen. Ik word in een schijnheid zijn. In de stad waar ik niet vind.